Vielleicht sollte man mal dazwischen speichern, nicht einmal in der Wohnung voll geraten. Oh, da ist finster. Hier ist etwas, aber ich kann bei diesem Licht nichts erkennen. Die Öllampe ist leer. Ich muss sie füllen, um etwas Licht zu haben. Scheiße, ich hasse Feuer. Ja, Moment einmal, wir haben doch eine Öllampe, oder? Also Ölkanne. Ich kann nichts sehen. Das heißt, pass auf. Wir haben doch vorher Streichhölzer gesehen. Also Streichhölzer. Da hinten irgendwo. Ich habe keine andere Wahl. Keine Panik. Ist alles für eine gute Sache. Und jetzt laufen wir nochmal runter. Halt, falsche Richtung. Da oben. So, aber jetzt zünden wir mal die so. Und dann haben wir wenigstens Licht da unten. Na bitte, die Lampe brennt. Noch ein Streichholz und ich hätte die Nerven verloren. Und jetzt können wir uns mal die so schauen. Da schau her. Für diesen Kasten braucht man einen elektronischen Schlüssel. Ich sollte Gareth fragen. Er ist in solchen Dingen besser. Ach so, dann müssen wir wieder den anderen fragen. Und was haben wir da hinten? Eine ungelesene Nachricht. Pass auf die da. Ich werde erst morgen da sein. Küsse. Mhm, okay. Das Urteil. Dieser Verrückte macht seinem Namen alle Ehre. Ich bin mir fast sicher, dass sich hinter dieser Tafel etwas befindet. Hinter der Tafel? Dieser Anstrich sieht sehr frisch aus. Was soll hier verborgen werden? Dieser Anstrich sieht sehr frisch aus. Was soll hier verborgen werden? Ach so, es kann vielleicht... Na oder? Ist es die Tür? Aber ich glaube, da brauchen wir irgendwas, weiß nicht, zum Aufhebeln oder so. Pass auf, da haben wir wieder so eine Inventarkisten. Und da können wir bei Gelegenheit was zwischenlagern. Da ist irgendwas? Nix, oder? Gar nichts. Abrisshammer, das ist gut. Und dann haben wir da, pass auf, eine Kreissäge. Eine Kreissäge. Hoffentlich wird sie nur für Holz verwendet. Was ist das da? Auf der Gasflasche befindet sich eine Adresse. Eine Tankstelle in St. George, Quebec. Das bestätigt, was Hernandez gesagt hat. Ach so, was haben wir da? Ein Ofen? Ein Heizofen. Sieht aus, als wäre er längere Zeit nicht benutzt worden. Und mit dem können wir was machen? Unter dem Heizofen befinden sich verbrannte Überreste. Das ist keine Kohle. Ein kleines Stück Plastik. Ein Teil eines Namens ist noch erkennbar. Lee. Das muss der Rest einer Kreditkarte von Dorothy Lee sein, dem 8. Opfer. Hier ist etwas, aber es ist winzig klein.
Winzig klein, pass auf, das da mal sichern. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Oder können wir es... Moment, mit dem Mikroskop. Sieht nach verbranntem Haar aus. Verbranntes Haar. Pass auf, chemische Analyse. Was Modacrylfasern? Synthetisches Haar von einer Perücke. Ja, wo sagt uns das aus? So, da haben wir ein Regal. Haben wir da irgendwie... Was Interessantes? Regale mit Flaschen. Sieht aus, als ob sie leer wären. Hier werde ich wohl keine Elenbeine finden. Okay, da nix mehr. Und was ist das da? Ein Destilliergerät, außer Betrieb. In diesem Keller wurde heimlich Schnaps gebrannt. Ja, warum auch nicht? Und da ist ein Schalter. Ach so, für die Fenster. Das ist ein Gestell für eine Kamera. Ein Gestell für eine Kamera. Hat er die alle abmontiert oder was? Da war er aber fleißig. Ein altes Kassenbuch. Scheint aus den 20ern zu sein. Ja, mit dem können wir was machen, oder nicht? Ein altes Kassenbuch. Scheinbar nicht. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal da oben wieder. Denn ich glaube, wir können das Ding da einhauen. Dieser Anstrich sieht sehr... Wir haben ja den Abrisshammer. So, was ist das? Es ist, als wäre man in einer verlassenen Leichenhalle. Claire würde einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie den Zustand dieses Raumes sehen würde. Ach so, jetzt haben wir da in den Raum, gell? Jetzt pass auf. Fahren wir mal hinten an. Blut auf einem Obduktionstisch. Das ist nichts Besonderes, würde Claire jetzt sagen. Aber in einem dreckigen Keller? Wohl kaum. Ja, vielleicht sollte man das Blut mal untersuchen. Also ich schätze mal, dass Tierblut ist. Ja, menschliches Blut, Blutgruppe 0 positiv. Blut eines der Opfer des Mörders von Olivia Wong. Ja, da ist die Tür, da geht es ja nicht weiter. Eine verbarrikadierte Tür. Ich glaube, da sind Spuren an der Wand. Ich kann sie mit bloßem Auge kaum erkennen. Spuren an der Wand. Das ist ein Fall fürs Mikroskop. Das Mikroskop zeigt winzige Farbspuren an der Wand. Die müssen analysiert werden. Farbspuren. Können wir denn mit dem Tupfer? Moment einmal. Farbspuren, pass auf, chemische Analyse. Spuren eines farbigen Nagellacks von einem Opfer hinterlassen. Gut. Dad steht da. Das heißt nichts. Das heißt nichts Gutes. Ich befürchte, dass irgendwie eine Falle da ist, oder? Kann das sein?
Ja, pass auf, jetzt wenn wir da hingehen. Sieht nach einem Countdown aus. Er wurde ausgeschaltet. Ja, ich befürchte, dass der jetzt dann gleich Der läuft. Killer hat eine Nachricht hinterlassen. Tot? Ich hoffe für ihn, dass sie es nicht ist. Und da ist der Kittel. Das sieht ist nach Blut. Blutstropfen aus. Oder Tomatensaft. Aber irgendwie tendiere ich zur ersten Theorie. So, das findet man gleich aus. Und da haben wir menschliches Blut, Blutgruppe B positiv, hoher Glukosespiegel. Blut eines der Opfer des Mörders, Joyce Dickinson. Irgendetwas stimmt mit dem Ärmel nicht. Er ist eingerissen und weist Verfärbungen auf. Eingerissen. Pass auf, nehmen wir mal das Spray da. Wie ich vermutet habe. Was hier zu sehen ist, das sind Blutflecken. Ja, was auch sonst. Menschliches Blut, Blutgruppe A positiv. Und die sind Wenn ich von... Claire diese Blutprobe schicke, kann sie eine gründlichere Analyse durchführen. Ach so, das haben wir gerade zu 66% analysiert. Ach so, jetzt haben wir das Ding. Das ist die Schnitzerei. United States Marine Corps. Und können wir das irgendwie analysieren? Nix. Pass auf, was war denn mit dem Blutding da? Oder macht es wieder los? Verschlossen. Ach so, verschlossen. Ja, pass auf, wir haben ja die Dinger doch erinnert irgendwo. Pass auf, die waren 1022, 0229 und 0113. 1022. Offert. Dann haben wir gehabt, glaube ich, 0229 und 0112 war's, oder? Oder halt, Moment. 0 113, Mann, ich was. Jetzt stimmt's. So, es sollten die 3 Dinge off sein, oder? Genau. Ja, da sind die Püppchen drin. Dieses Schild trägt meinen Namen. Okay, ich hab's verstanden. So, mehr nicht. Ein Schild mit Hawkers Name. Irgendetwas sagt mir, dass der Killer ihn nicht besonders mag. Und Hinweise gibt's keine, oder? Hernandez Name steht auf dem Schild.
Solange es nur eine Attrappe ist. Gut, das hat uns nichts weitergebracht. Jetzt schauen wir mal da rein.